Schön, ne? Das heute das Natrium. Das ist ein Metall, das Müll wie Butter ist. Und der Grund, für was wahrscheinlich viel von ihr nicht kennen, was man erstens, weil es für nichts zu gebrauchen ist, und zweitens, weil es enorm krass mit Wasser reagiert. Aber genau die Reaktion, die werde ich euch weisen. Das klingt gefährlich. Ich hoffe, du hast die nötigen Sicherheitsmesure geholt. Ja, das ist ein Natriumschleider, den mein guter Kollege gebaut hat. Das ist sich just für den Natrium auf Distanz an diesen Wasserback zu geheilen. Ja, hallo, wir sind just nach Deichter sehen, für das in die Reaktion gut gesagt. Voilà. Hallo, machen wir Natrium bei dran. Und da kann nicht losgehen. Friedefeuer, juhu! Wenn Natrium mal Kontakt mit Wasser kennt, da bildet sich den brennbare Gas Wasserstoff. Bei großen Quantitäten entzündet sich durch die Hitze der Reaktion diesen, und da geht die Reaktion immer mehr sehr und dann entsteht eine Explosion. Dabei gehen Kleinstecker Natrium durch die Luft geschleudert, die dann nassen Boden reagieren. Beeindruckend, den Natrium, du. Aber für Salz zu machen, brauchst du doch auch noch das andere gefährliche Element. Ja, das ist der Chlorgas, an den ist hier dran. Chlorgas ist ein gelbes Gas, wie man hier gesehen. Und der Geruch davon, den kennt ihr zum Beispiel aus den Piscinen oder vom Eau de Javel. Weil Chlor wird nämlich auch zum Beispiel an der Trinkwasserabredung angesagt, weil den gut Bakterien futtern möchte. Voilà. Und früher, am Ersten Weltkrieg, wurden aber sogar als Kampfgas angesagt. Krasse Scheiße also. Genau. Und ich schlosse die zwei Elemente, Natrium und Chlor, miteinander reagieren. An einer Reaktion, die so krass ist, und dadurch entsteht bestimmt so etwas Monströses, dass man daheim am Küchenchef fanden. Das ist aber bei Küchensalz so übertreiben muss. Tja, ja, mit Kochsalz, ein anderer Name davon ist Natriumchlorid. Und hier sehen wir gut, die wird da Chlor am Natrium dran, aber du hast aber noch eine Idee. An den changiert alles. Und das erkläre ich euch an einem kleinen Chemieskurs. Oh nee, schau, das ist bestimmt kompliziert. Was? Du verstehst das schon. Das sind Modelle von den Atomen Natrium und Chlor. Atome, das sind die kleinsten Bausteine, aus denen alles zusammengesetzt ist. Und so ein Atom besteht aus einem positiven Atomkern und so Schichten von negativen Elektronen rundherum. Voilà. Und das Natrium ist aus dem Grund so reaktiv, weil hier aus einer letzten Schicht just ein Elektron hat. Und der steht hier, der will hier unbedingt losgehen. Er will gerne nämlich nimmer voll Schichten Elektronen haben. Und der Chlor ist aus genau dem anderen Grund reaktiv. Hier braucht nach ein Elektron, dann ist die letzte Schicht voll. Aber wenn ich die zwei mit denen reagieren lassen, dann springt den ein Elektron auf den anderen über und da sind sie alle zwei ganz froh. Und du auch? Aber was ändert sich dann? Na ja, ganz viel. Denn so ein Elektron, den ist negativ geladen und dadurch kriegt der Chlor eine Negativladung. Und den hat ein Elektron mehr, dafür kriegt den eine Positivladung. A positiv und negativ ziehen sich an und da bildet sich so ein Gitternetz aus Natrium und Chlorid, so heißt der negativ geladene Chlor. Und das Gitternetz, das geht unendlich weiter, aber wenn in so ein Natrium-Chlorid-Kristall zieht, hat die noch genau das Form, die wir hier gesehen haben. Ganz schön. Und du willst wirklich das explosiv Metall mit dem Kampfgas reagieren lassen? Ja, es geht spannend. Und wenn dem Kino spannend geht, dann ist ja Popcorn. Und den heute Popcorn, den ist nicht gesalzt. Aber dafür ist es perfekt in meiner Reaktion. Hier wird nämlich frisch Kochsalz entstehen. Ich lege nämlich heute den Chlorgas hier an der Schüssel bei dem Natrium. Und dann muss ich just den Natrium noch ein bisschen hitzen. Und dann geht los. Also, Mr. Science, ich habe lieber Zucker und Popcorn. Wir sind aber gespannt, wie der Totelo wird ausgehen.
Und obwohl halt zwei unmussig reaktiv Elemente man nicht reagieren, ist die Reaktion aus sich relativ schwach. Das ist, weil der Produkt, den entsteht, das kann ja kein explosive Gas ist, mehr harmlos Kachsalz. Der weiße Dampf, den wir gesehen, das ist lo frisch pur Kachsalz. Ma da los doch gut schmecken. Ja, ich mache aber nur nicht salzig. Aber ich muss zugeben, es gibt bestimmt nicht einfach Methode für Popcorn zu salzen an. Außerdem Zucker und auch Licht lieber. Ah, cool. Ha.